Immer wieder und in ganz unterschiedlichen Lebensphasen zieht das geistliche Leben Jürgen Otto Stahl an. Er lebt in Japan als Zen-Mönch, als Franziskaner und im Lazarusorden. Im Bayerischen Klausnerverband ist er seit 2017 auf der Suche nach Gott. Das ist nicht nur von mir aus, dass ich von meinem Geist das her will, sondern es ist so ein richtiges gehendes Hinziehen. Ne? Und dem kann ich nicht widerstehen. Frauenbründel bei Bad Abach in der Nähe von Regensburg. Seit über 300 Jahren versammeln sich hier Menschen, die als Eremiten, als Klausner leben wollen. Eremit sein, das bedeutet, im Tagesablauf genügend Zeit für Stille und Gebet einzuplanen, um sich für den Kontakt zu Gott innerlich zu öffnen. Die Eremiten leben außerhalb, in ihrer eigenen Klause. Aber einige verbindliche Treffen im Jahr und der Kontakt zu Altvater Johannes Schuster sollen Stabilität und Orientierung geben auf diesem besonderen Weg. Man muss, wenn man dieses Leben führt, auch einen guten Bezug haben zur Natur und zur Schöpfung. Und man muss sich mit dem Glauben auch befassen, mit der Heiligen Schrift, mit den Glaubenswahrheiten und sich langsam rantasten. Friedingen bei Tuttlingen in Baden-Württemberg. Das ist im Moment der Wohnort von Bruder Otto. Eremit sein bedeutet nicht, der Welt den Rücken zu kehren. Die Verantwortung für das eigene Leben bleibt. Für seinen Lebensunterhalt, die Kranken- und Rentenversicherung ist Bruder Otto selbst verantwortlich. Er hat eine Kapelle gefunden, um die er sich kümmern kann und zu der eine Wohnung gehört. St. Anna. Um im franziskanischen Sinne als Bruder nah bei den Menschen sein zu können, hat er noch eine Ausbildung als Altenpflegehelfer gemacht. Beim privaten Pflegedienst, bei dem er arbeitet, war auch Kollegin Silvia Schink gespannt, wie das ist. Ein Eremit im Team? Man weiß es ja nicht, wenn jemand Mönch ist, dann weiß man ja nicht, ob diejenigen dann wirklich die ganze Zeit irgendwo auf dieser göttlichen Ebene oder so sind. Aber er ist da sehr, sehr weltoffen. 5 Jahre hat Bruder Otto als Franziskaner gelebt. Den Habit trägt er heute noch. Die Basis seines Lebens ist das täglich mehrfache Gebet und die Arbeit an der ganz persönlichen Gottesbeziehung. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Es ist im Gebet, ich schimpf auch mal. Ich bin auch traurig und alles. Ne? Ich durchlebe da alles Mögliche. Es ist wirklich so eine Auseinandersetzung mit mir und mit Gott. Ich frage ihn oft, wo bist du jetzt? Oder bitte schenke mir Glauben, jetzt in diesem Moment. Große Teile des Lebens nur mit sich und mit Gott zu verbringen. Eine besondere Herausforderung. Wäre ein Leben mit Frau und Familie für ihn auch in Frage gekommen? Ich denke, wenn die richtige Frau und die richtige Beziehung gekommen wäre, bestimmt. Ne? Aber es sollte einfach nie so sein. Ich bin eher dieser Eigenbrötler. Ich bin gern in der Natur. Ich bin gern im Wald. Ich war immer alleine. Und ich habe mit mir auch immer alles alleine abgemacht. Ne? Und deswegen war irgendwann auch die Konsequenz, dass ich ins Eremitische gehen werde, eigentlich unumgänglich. Ne? Nach Jahren der Unruhe und des Suchens hat Bruder Otto den Lebensstil gefunden, der für ihn der richtige ist. Als Eremit.